KMU-Bauer kriegt Unterstützung für 5.000 €. Dat Bauern, wat Milch- Fleischpreise anbelangt, stark unter Druck stehen. Und er könnte auch für verschiedene Regionen am Land ein Drückend dabei. Sie loschen uns an die Reserven, die vorgesehen waren für die Winter. Und es ist auch schon gewusst, dass sie heim müssen beikaufen, aber es vorstellt sich, also überhaupt im Markt etwas zu finden, an war ja zu was für einem Preis. Das Bauern an Winzer an einer alarmanter Situation sind, da muss ich wissen, dass die Hilfen, die sie am Kader von der Corona-Krise gekriegt haben, dazu Leistungen, die sie sowieso zu gut gehabt hätten. Ich muss noch feststellen, am Fall von einer Krise, ganz gleich welcher Art, dass ohne Hilfe verbausen der landwirtschaftliche Bereich nicht genau autonom ist, für als Bevölkerung mit gleichwertigen und hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Wir sind uns all bewusst, dass als Bauern und Winzer neben den decidierten Mesuren zusätzliche Hilfe brauchen, für keine Weg dazu funktionieren. Immerhin ist der Bauer ja den Haupternährer von der Nation. Und im Fall von einer akuten Krise, wo Einzelversorgungswege mit Lebensmitteln aus dem Ausland zusammenbrechen, man hat das schon gesehen, die letzten Monate, wie sehr die Grenzen an der EU zu sind, müssen aber noch möglich sein, als hier am Land mit genau hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen. Ich muss Ihnen auch wissen, dass uns die Biolandwirtschaft mancher höher Erträge liefert wie die konventionelle Landwirtschaft. Es kommen schwere Zeiten für die Lützeburger Bauern. Als Bauern sind durch den Covid an eine schwere Situation gerutscht. Lo kommen weg der unerfriedliche Umstand dabei, die Abtreten von der Blutzangenkrankheit, der Preisverfall am Schwingefleisch, bedingt durch die afrikanische Schwingspest, die in Deutschland abgetaut ist, neue Dispositionen über Mäste von den Vögeln, also weiter. All das ist nicht allein mit finanziellen Mehraufwand verbunden, mir kann es noch viel Arbeit ernerven. Alles das soll man in Zukunft nicht vergessen, weil der landwirtschaftliche Sektor hat in der Situation von der Pandemie sich als ein wichtiger Faktor an der Ernährung erwiesen, neben dem Lebensmitteltransport und Gesundheitssektor. Das soll aber nicht vergessen, und ich gesagt für drüben, mir gesagt, druckt so aus, weil wir ganz sicher vieles vergessen hatten, wo wir froh waren, was wir an der Pandemie gehabt haben. Die Pandemie hat es ein bisschen für uns angefordert, wie wichtig Einzelsektoren sind, an dem muss man Rechnung tragen. Als Plan de Relance sind zwar im Agrarsektor 5 Millionen zurückbehalten gehen, aber davon gehen 2 Millionen direkt angesagt und die anderen 3 Millionen an den Reserve. Wenn in die 2 Millionen da guckt, dann sind da 1.060 € pro Betrieb, berechnet auf 172 Betriebe, die wir laut Stadtdeck am Jahr 2019 hatten. Aber wenn man das vergleicht mit den anderen Betrieben, die wir unterstützt haben, ist das ja nicht gerade viel. Da ist eine Ungleichheit dran. Auch muss ich wissen, dass die eigentlichen Auswirkungen von der Pandemie an diesem Agrarsektor recht kommen. Weil auch hier ein Aufsatz hat sich verändert, national wie international. Zum Beispiel Fleischproduktion. Hier ist ein starker Preisabbruch festzustellen, unbedingt teils durch den Horresca-Sektor, der während mit nicht kommt, funktionieren, analog oder nicht. Durch diesen Fakt dürfte die kritische Situation am Herbst oder am Winter kommen. Viele Bauern haben ihr Besten, bedingt durch den Preisabbruch, den Sommer nicht auf den Markt gebracht. Sie konnten das abfangen, indem sie ihr Besten auf Weg gelost haben.
Meloden ist, was gestaltet, dann aus dem mesure fällig an het Künstler eine ganz kritische Situation. Einerseits muss das Fleisch dann auf den Markt, mehr mag kein Aufsatz, das wird dann zu einem weiteren Abbruch feiern. All viele Bauern kommen dann, Betriebe kommen dann finanziell gesehen an die Labyrinthe. Muss ich noch wissen, wenn die Bauern auf ihren besten Sitzen bleiben, sind Kästen aber da, weil die Beste muss ja all der gefedert gehen. Der Bauer ist in einem Teufelskreis. Der Verfall vom Preis zwingt den Bauer dazu, immer mehr zu produzieren. Weil niemand Mass als der Garant für den Bauer, dass er finanziell übertronnen könnt. Und dabei kommen ja noch die solchen Vorschriften, die dem Sektor Leben ganz schwer machen. Heute zwei Beispiele. Am Dezember 1991 kriegt der Bauer für den Liter Milch 13,50 Franken. Heute ist es zwischen 33 und 44 Cent der Liter. Das ist praktisch unverändert 30 Jahre danach. Herr Egnen, die musst du zum Schluss kommen. Nach 2 Minuten von mir der mal weg. Am Jahr 1972 gab für ein Ballwes 620 Franken. Am Jahr 1983 rund 145 Franken. Und heute kriegt er 60 Euro. Das ist 645 Franken. Und das alles bei steigenden Produktionskosten. Und das hilft dann dazu führen, dass Einzelbetriebe löserlos, aber sicher an die Labyrinthe kommen. Und wir wissen, wir brauchen sie ja auch. So, ich möchte für die Nullausstunde an den Entschuldigung, die 2 Minuten überziehen.